Marius Kjoakj, welkom hier van der. Ons verder dat deze en Rietje komen. Ons wens je als ik in verlangen mag zijn, God loven en prijzen van der. En zo we opstoen, we voor hem zingen. Met verlangen en dienen jengboot. Du hast nicht gratis, nicht kon ons Gott opholen. Du hübst mich verratet, Jesus, du meine, en opmærksom sein, ik zie stond eva. Nicht von uns Gott opholen. Du hilfst mich verratet, Jesus, du meine, du merksam sein. Ich sehe stund eva, wo du für mich deut, wo ich seh, ich will sehen. Du bist han, eva. Jesus, du meine, en opmærksom sein. Ik zie stond eva, og du for mig deut, så ik se. Du hübst mich verratet, Jesus, du meine, en opmærksom sein. Ik zie stond eva, og du for mig deut, så ik sing, ik vil sing. Du bist han, eva og list, det Gott, eva og melighet. Du hast nicht gratis. Du bist han, eva og list, det Gott, eva og melighet. Du hast nicht gratis, nicht kon ons Gott opholen. I'll praise in the valley and praise on the mountain. I'll praise when I'm sure and praise when I'm doubting. I'll praise when outnumbered and praise when surrounded. 'Cause praise is the waters my enemies drown.
It's more than a sound. My praise is the shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. I'll praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I'll praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. I'll praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I'll praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. 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 I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Pour out loud, turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Thank you, Jesus. Vele zondag wie een zeer special zondag. We vangen aan met nieuwe leid. En dat is een leid wat we als team hebben geschreven met een worship pastor van de States. It's very, very special. Wat God wil zeggen durch dat leid. Für jeder ein von uns persönlich. Kan vi då både utnemen. En ik denk met te spreken van de tijd wat we dat zingen. En ik denk door even wat is dat denk voor die en dat light.
En ver we dat aanvangen te zingen, wil ik bis einmal in Gebet daunen. Für jeder ein von uns hier, jeder ein von uns persönlich. Nimm dir die Zeit auch. Gott, Dankeschön. Dankeschön. Das ist alles, was wir können sagen, wenn wir an die denken. Jesus, what you have done for us is unbelievable. It's unlike anything we ever deserved, unlike anything we could ever have imagined. So as I stand here, as we stand here, our greatest longing should be to surrender and walk in relationship with you. In relationship with you is the best place to be because you love us so, so much. Met Gott gemeenschap ha. Met die gemeenschap ha, Gott. Dat de beste steht im zijn. Dat as we vrede is. Dat as we vrede is. Dine life te beleven. As een oorzaak terwijl we hier zijn. Vi merkten dit Jan Jesus, min hart er sin hem för dina gänget, und die erst dort ladig. Nösch kon dort fallen, bloß du allein. Ich stod dann mir fällt sie verloren, und Jesus, ich geb alles an, ich geb alles an, ich will je mehr verdienen, ich geb alles an, ich geb alles an, ich will je mehr verdienen, Nu soll es aus der driehe Wildnis in die beste Regen gefällt vom Himmel, und ich kann und die Wurzeln, ohne die hast du keine Art. Ich stod dann mir fällt sie verloren, und Jesus, ich geb alles an, ich geb alles an, ich will je mehr verdienen, ich geb alles an, ich geb alles an, ich will je mehr verdienen, ich stod dann mir fällt sie verloren, und Jesus, ich stod dann mir fällt sie verloren, und Jesus. Ich geb alles an,
Hand. Wir dort dein Gebet, während du das Leid singen darfst und du sagst, ich gebe alles Hand zu Gott. Wenn dort du bist, dann hast du dort nicht sient. Dann hast du dort nicht mehr dient. Du hast dort Hand gegeben. Vielleicht wird dort ein Ding, was die schwer ist. Du weißt nicht, was du damit sollst tun. Vielleicht wird dort ein Ding bloß, was du weißt dort nicht mehr. Oder die fehlt Halt mit dort. Du weißt dort, aber du weißt nicht wo. Nu hast Gott dort gegeben. Nu da, was heute sagt, dort du sollst tun. Ich weiß an dein Hort, du weißt, was du sollst tun. Nu go und da. Wenn dort als sein Ding, heißt in Kontrolle und heißt treu. Amen. Amen. Hey, ich kann Ihnen Tool sagen. Good morning. Willkommen hier. Das ist ein schöner Sender. Willkommen auch hier online. Der wird hier ja sein. Dort hat geregnet. Und ich glaube, die Mut ist nicht echt. Wir sind bloß mutig, dass das geändert hat. Das ist nicht mal so stoffig und das ist bloß gut, nicht so? So, meine Frau ist, wer hat von Ihnen alle Dankeschön gesagt zu Gott für diesen Regen? Hey, die hinkommen, meist alle nicht. So, eigentlich nicht so, wenn ein Redner hier oben merkt, die Menschen, weil wenn ich du sagten da und dann die mir merkt, ernst wird sein. Du eigentlich doch nicht, aber besonders noch, wenn ich soll nur den Nuber drehen und ich soll den von die Dinger sein. Ich persönlich gleich dort nicht. Aber von der an, will ich dort tun. So, warum würden wir nicht alle sagen, Gott, Dankeschön für den Regen. Sag mal alle, Gott, Dankeschön für den Regen. Amen. Dankeschön, Jesus. Hey, das ist ein besonderer Sonntag. Wir haben die letzte paar Sender geredet von Familie ab Ziel. Und wir haben uns auch mehrere Dinge getan, durch die Lehrer, die wir kriegen, von was wir als Familie können tun. Für einen Sonntag, dass wir merken, dass die Eltern wollen ihre Kinder mitbringen, nur wo immer sie tun. Das ist, wo mein Junge hier von der und mit mir ist. Und wir haben nicht Kinder Kjoakj von 6 Jahren ab. Die sind hier so, aber die sind zusammen, wo mit ihren Eltern tun, wo sie tun. Und aber wir sind Familie ab Ziel. Und aber wir sind hier auch bei der Kjoakj, wir wollen Menschen leiten, ganz hingegeben, nur für Jesus zu sein. Und wo ist eine bessere Stelle anzufangen, als bei unseren Kindern? Und wir können unsere Kinder, aber wir können ernst eine Klasse haben, wir können Menschen lernen, wo Dinge zu tun. Aber du hast kein besserer Weg, als dort wir gehen mit dir taub und wir wissen dir, wo zu leben. Und das, woran wir das tun, Familie abzielen, wir nehmen unsere Kinder mit, um das so sein, was du willst. Um das so können unsere Staub nur gehen. Und ein Tag werden sie vielleicht dort tun, was ich tue. Oder was die tun, werden die Kinder tun. Ich bin ein Gläubiger an, ich glaube an, dass mein Sehen wird ein Tag hier auf Stage sein. Für mich ist das sehr besonders. Ich glaube, das ist eine Prophezeiung. Aber so, nehmt das nicht gleichgültig. Nehmt die Kinder mit, was die tun. Denn ein Tag werden sie vielleicht dort tun. Ganz hingegeben nur für Jesus. Das ist, was wir wollen. So werden wir unsere Kinder anfangen und werden wir die Welt lernen. Ganz hingegeben nur für Jesus sein. Amen. Hey, wir wollen das nächste die Bemerkung sein, aber Pastor John abkommt für die Botschaft. Das ist eine Bemerkung für dieses Werk. Das abkommende Sonntag, Juli den 6. habe ich ans nächste Vision-Klasse geplant. In der Vision-Klasse ist die Klasse der erste Stab nehmen, zum Portwort von Lebenswasser durch eine Kjoakj. Die Vision-Klasse ist die Klasse, die Klasse nehmen, die wird gleich mehr Informationen zu haben von Lebenswasser, was wir glauben und wo wir schaffen. Die Vision-Klasse sagt für so eine, wo wir gleich ein Nethelper zu werden. Und die Vision-Klasse sagt für so eine, wo wir gleich ein Glied zu werden, hier die Lebenswasser Kjoakj. Sag mal, die Mutter sprechen, diese Klasse zu nehmen. Das ist bloß ein Sonntag des Morgens, wo diese Klasse angehen wird. So, das ist nicht mehrere Werk, wo die mal abschreiben werden. Das ist eine Klasse. Und dann kannst du den nächsten Stab nehmen zum Port sein von Lebenswasser Kjoakj. Wenn ihr darüber interessiert, mich verändert die Information, da kommt das, zum abschreiben für Vision-Klasse. Nu Juli den 6.
Nou, ein Ding, was ich so fertig war, ich kijken down, jullie den saßen, das ist der abkommende Sonntag, als wir haben einen Sommerabend geplant. Und der Sommerabend wird hier Klock 5 und nun Mittag anfangen, so das ist Sonntag. Da wird hier Brüten auf uns Hof sein. Das ist eine Zeit, wo wir können mit Freunden und Familie das schöne Wetter genießen. So da wird Klock 5 aufgehen und ihr könnt hier ankommen mit ihren Freunden, mit ihren Familie taub, mit ihren kleinen Gruppen taub, bringt ihnen Chuletas, ihnen Bakas, ihnen Daschen, ihnen Steuler, wenn die was ein Zelt mitbringen, ein Dach, was die kannst unjagen, was immer die würde interessieren, bringt das alle Rüden mit und die werden gebeten auf uns Hof in Sommerabend feiern. Da wird auch der letzte Tag sein von uns Familie ab Ziel. Und so Klock 8 planen wir hier eine Movie Night zu haben, da wird gebeten sein, auf uns Hof sein, so das für die ganze Familie. So bringt zum später Schmerz, wenn das wird vielleicht auch ein kleines Keiler sein, dann und sowas, hier werden Snacks sein, da wird das ein so schöner Abend sein, wo die nicht was vermissen. So morgen dort, Sommerabend kommt dort, das ist abkommende Sonntag, Juli den Saßen. In einer Talat eine Bemerkung von 1929, das war alle zwischen 19 und 29 Jahren. Und so da wird nie Ding sagt, Juli den Ersten wird 1929 sich plante treffen, die kampotieren, bei den Pro-Courts. So da wird ein guter Abend sein, wo ihr kann durch Games spielen bei den Pro-Courts. Und so mag ich dort die Wasser nicht vermissen. Lass deine Freunde und Rüte kommen von 1929, nie das abkommende Ding sagt. Das sind alle Bemerkungen für dieses Werk. Dankeschön für die Anhörung. Lauren en ik, we zijn een paar Mal in ons leven naar een ander land getrokken. En wanneer je in een ander land trekt, zoals die van jullie wat het beleefd hebben, je weten dat wanneer we van een land naar een ander trekken, dan is het een eeuwige tijd. En als we van Canada terugkomen, we hadden 20 jaar in Canada gewoond. En in 2005 trokken we hier naar Mexico. We kwamen her als Canadiens, we kwamen her met onze kanadische papieren, driverlicense, kanadische voertuig en al die dingen. En dan moesten we even gaan naar Mexico. Mexicanische driverlicense merken, credentiaal merken, voertuig thuis merken, adres ändern, al die dingen. Maar dat is een tijd waar we van een systeem naar het andere even gaan. En in deze tijd, wat we dort doen, zijn we sozusagen in twee systemen tegelijk. Maar dat is een titelje ding, dat gaat even, dat vangt aan, dat hört op. Maar dit is ook wat passiert in de kerk, in de Bijbel, met de Juden. En ik wil je vandaag durch Apostelgeschichte nehmen, wir wollen ganz Apostelgeschichte lesen, nicht ganz. Aber ich will je wijzen, dat de kerk van Anfang hat sozusagen twee systemen. En ik weet dat jetzt kann man noch ehrlich, wenn ich das sage, aber das meine ich nicht so stark. Weet je, wir sind alle durch Jesus geraten, die Juden wären auch, aber sie hatten eine Übergangszeit. Sie gingen von in Judentum, was von Gott kam. Das ist wichtig, dass wir das verstehen, dass wir nicht bloß Menschen gemerkt, die gesagt sind, die hat Gott entgegeben. Aber sie müssen von dort übergehen, nur die Kirche oder nur Jesus und von der Gesetz loslassen. Und das geht durch ganz Apostelgeschichte, was dort passiert. Und so diese Übergangszeit, der ist gründlich sehr wichtig für uns zu verstehen. Und die wundern vielleicht, wen Wort. Aber ich will dort am Ende von der Botschaft sagen, wo wen dort so wichtig ist für uns. Und so ich will viel Versen lesen von dir, die kann nicht schlupen, die wollen hineingedacht worden. Aber wir wollen anfangen mit Lukas 24. In Lukas 24, Jesus hat gerutscht in den Himmel gefahren, und dann sagt er das in Vers 52, sie aber beten am an, also die Jünger, die dabei waren, als Jesus in den Himmel fuhr, sie aber beten am an, ging mit gerauter Freude nach Jerusalem, morgen dort,
Sie gehen nach Jerusalem und brachten ihre Zeit im Tempel zu und dankten und lobten Gott. Ich will Ihnen sagen, hier morgen, dass sie sind beim Tempel. Sie sind nicht in der Kjoakj. Sie sind nicht im Heim. Wenn sie kommen in den Heim, aber wir sind beim Tempel. Kapitel 2, Vers 40. Sie bleiben dabei, dass sie alle Tage im Tempel kommen. Und gingen von Haus zu Haus das Brot brechen. Sie eiten mit Frieden und wir von Horten bei der Sache. Aber die Kjoakj wird mit dem Tempel verbunden. Dann weet je, das Judentum dreht sich um den Tempel und um die Synagoge, dort wir ein ganzes Leben. Und die Kjoakj hält das bei. Wichtig, da wir das verstehen. Und so sie sind beim Tempel taub. Apostelgeschichte 3, Vers 1. Petrus und Johannes gingen Klockdreien um den Tempel, als die Zeit wird zum Beten. Das ist ein jüdischer Ding. Sie gingen beim Tempel beten. Und so sie gehen dahin und sie heilen dann morgen. Wir wollen die Geschichte nicht ganz lesen, aber ich will Hanji sagen, ab morgen, dass sie sind um Tempel Fuß. Da war wieder die ganze Apostelgeschichte fing. Viele Leute in der Geschichte, wo ich wahre wiesen, dass sie sind nach einmal beim Tempel. Und da wir nach einmal ihr Zentrum von ihr Leben sozusagen für die jüdische Kjoakj. Noch ein Ding, was sie festhalten, wie die Eten gesetzen. Das wäre ein Ding, was die Kjoakj in einsah, die Juden in Herden für durch ganz Paulus sein Leben, hat immer wahr von das. In Korintherbrief, in Römerbrief, verschiedene Städten, redet Paulus immer wahr von das. Aber wisst ihr, die Juden nehmen das nicht an. Das ist ein langer Thema, ich kann das nicht alle an eine Botschaft hinanbringen, aber die Juden waren das wahrscheinlich nicht das Himmelreich, war denen angeboten, aber sie verschmeiten dort. Und anders wie ich sehe in Fegesinn, dass in Kapitel 8, als sie mit Stephanus da sind, sie hat ihn Daut gemerkt. Dann kommt eine Arg in die Geschichte. Und dann fängt er an, nach Herden zu gehen. Und so nun sind wir bei Apostelgeschichte 10. Petrus soll nun nach Cornelius gehen. Petrus ist ein Jude. Petrus hält sich an das Gesetz. Petrus hält sich an die Etengesetze. Aber er ist ein Lehrer in Jerusalem in der Kjoakj. Ich wünsche, wir würden dort wirklich verstehen, was passiert. Und so Gott wies Petrus mit Eten. Tieren, was andere sind, für Petrus zum Eten. Gott sagt ihm, nu et, nu schlacht und et. Die sind bekannt mit der Geschichte. Und dann sagt Petrus das in Kapitel 10, Vers 14. Petrus aber sagt, oh nee, Herr, wird ich noch niemals was gemeinet oder anreinet gegeten. Das ist ein bisschen ein beruhigendes Statement, würde ich sagen, aber Petrus ist ein Jude. Er hält sich an die jüdischen Gesetze. Er hält sich an die Etengesetze. Er sagt zu Gott niemals, ich kann nicht nach Cornelius gehen, wenn ich kann auch niemals ein anreinet Tier gegeten. Und so Gott braucht das Etengesetz und wies Petrus, dass er kommt in Nähe zu stehen. Petrus ist noch nicht bereit für das, er kann noch Österreich verstehen. Und dann Vers 28, Petrus geht nach Cornelius über dem, wir wollen das nicht alle lesen. Und nu redet er zu Cornelius, nu sagt er das in Vers 28, dann seht er an, je weiten, ja, ich was er sagt, je weiten, dass das für ein Jude, nicht für ein Christ, für ein Jude, meint ihr dort, dass das für ein Jude jen das Gesetz ist. Jen das Gesetz, mit nicht-Juden Taubkommen oder Gemeinschaft zu haben. Aber Gott weiß mir, dass er kein Mensch soll gemein oder andere ändern. Na, das ist sehr klar, Petrus ist ein Jude, er hält das Gesetz und er kann nicht nun hergehen, wenn das Gesetz erlaubt das nicht. Und so Gott macht am Wiesen, dass hier kommt, was nicht. Und so Petrus fängt das an zu sein. Aber er sagt zu Cornelius, du weißt, dass das für ein Jude, ich sehe ein Jude. Ich sehe nicht, na, er wie ein Christ, aber er wie ein Jude. Ich weiß, wie wir das verstehen. Und so er hält sich an diese Gesetze. Kapitel 11, Vers 2. Petrus kommt nicht rein in Jerusalem. Als Petrus in Jerusalem kam, mussten die beschnittene, lebende Arm und sehen. Du bist bei der unbeschnittenen dann gegangen und hast mit einem Taub gegeben. Und so das wir jenen Gesetz in der Kjoakj, jenen jüdische Gesetz. Sie sind nu al mehrere Jahre in der Kjoakj, Geschichte. Das ist nicht der erste Tag, wo die Kjoakj wird, das sind nur Jahre vergangen. Aber die jüdische Kjoakj, die wie jüdisch, die wie in Jerusalem, die wie in Judäa, sie halten sich an das Gesetz. Sie merken mit den Dingen. Und nicht bloß bei hier, aber durch die ganze Apostelgeschichte ist es geworden sein. Und so sie halten sich an die Etengesetze. Sie halten sich an die Beschneidung.
Kapitel 15, Vers 1. Dann kämen gewisse Männer von Judäa und lehrende Brüder. Weißt du, das sind Christen von der Kjoakj in Jerusalem. Das sind nicht aufgefallene Juden oder eins, aber das sind Christen von der Kjoakj in Jerusalem. Und sie kommen nur die Heiden, sie kommen nur die Mennoniten sozusagen. Dann kämen gewisse Männer von Judäa und lehrende Brüder, wenn die nicht nur Moses seinen Ort beschneiden lassen, kämen nicht selig worden. Und das ist ein großer Abruf und Paulus streitet sich mit Ernten und schließlich reisen nach Jerusalem, um diese Sache zu regeln. In einer Apostelgeschichte 15, Vers 5. Aber einige Pharisäer, die zum Glauben gekommen wären, Pharisäer hatten Jesus angenommen. Sie wären nur eine Kjoakj, eine jüdische Kjoakj. Die zum Glauben gekommen wären, standen ab und sehen, die Nicht-Juden, die Mennoniten, mussten beschnitten worden, und höre ich, was er sagt, und dann muss geboten worden, Moses in Gesetz zu holen. Weißt du, wo wenn die Juden deuten? Die jüdische Kjoakj deut. Und so sie halten sich an das Gesetz. Sie kämen aus das Gesetz, sie wären Juden und sie halten das Gesetz. Und wir fingen durch ganze Apostelgeschichte niemals, dass Gott ihnen sagt, dass sie nicht sollen tun. Gott lehrt ihnen durch Wahrheit über dem, aber das niemals, dass das nicht sind. Die müssen nicht im Gesetz sein. Wenn er dich bei den Heiden kommt, dann wo wir sein in der kommenden Sünde, dass das ist ein Fluch, wenn wir uns binden an das Gesetz. Aber nicht die Juden. Das wäre eine jüdische Kjoakj. Und sie sagen, wir müssen ihnen lehren, Moses in Gesetz zu holen. Na, wir weiten in Apostelgeschichte 15, der Älteste waren sich über dem einig, dass wir nicht was für die Heiden wären. Apostelgeschichte 17, Vers 2. Sie halten sich um Sabbat. Das fingen wir einmal an. Und so ist Paulus dort gewarnt, wie jink wie annehmen und reden mit anderen 3 Sabbaten aus der Schrift. Na, das wäre ein jüdischer Ding. Sie kamen am Sabbat bei der Synagoge zu, und Paulus braucht dort zum Ende auch das Evangelium predigen. Sie halten sich an Reinigungsgesetzen. Apostelgeschichte 24, Vers 18. Dabei betroffen mich einige Juden von Asien, dass ich mich im Tempel, hör ich, was er sagt, dass ich mich im Tempel gereinigt habe, aber da wird kein Gelorm oder Getimmel. Na, wisst ihr, das ist die Geschichte, wo Paulus kommt nur seine 3. Missionsreise nach Jerusalem. Und er hat ihm am Tempel festgenommen, aber er sagt, ich möchte kein Abruf, wenn das, wo sie ihn für beschuldigen, er hat Heiden angebracht, er hat einen Abruf gemerkt, aber er sagt, ich möchte kein Abruf, aber was ich will haben, soll machen, dass Paulus nur all diese Jahre von in die Kjoakj sind und von zu den Heiden predigen, dass Paulus selbst nur all diese Jahre nach einmal unter das Gesetz lebt, aus den Juden. Sehr, sehr wichtig, dass wir das verstehen. Er ist beim Tempel, er reinigt sich, das ist ein jüdisches Ding. Sie halten jüdische Faste. Apostelgeschichte 18, 21. Aber nach dem Aufschritt von uns, Paulus ist in Ephesus, nur seine 2. Missionsreise, er reist nach Jerusalem, ja, ich was er sagt, aber nach dem Aufschritt von an und seht, ich muss unbedingt in Jerusalem auf das Fast sein, aber ich war, wenn Gott dort so will, war er zurückgekommen und hier, und er fuhr von Ephesus weg. So Paulus sagt zu den ephesischen Christen, vorher du jemals gedient hat, dass wir das Evangelium in die Hand gebracht. Und so er sagt dann, ich muss nach Jerusalem für das Fast. Das ist ein jüdischer Ding. Die Männer mussten nach Jerusalem für das Fasten. Und so die Kjoakj, die Christen, sie halten das bei. Aber dann Kapitel 21. Das ist nur, wo Paulus, er kommt von seiner 3. Missionsreise nach Jerusalem. Und dann haben wir auch hier mehr Versen lesen, aber das ist so klar hier aus das noch nicht in der Schrift, dass die jerusalemsche, dass die jüdische Kjoakj, sie halten sich an das Gesetz. Vers 17. Und als wir nach Jerusalem kamen, nahmen die Brüder uns mit Frieden ab. So Paulus, Lukas, was die Schrift, noch some andere, sie sind nach Jerusalem gekommen. Den nächsten Tag ging Paulus mit an alle tot nach Jakobus. Jakobus, das ist juist sein Halfbruder hier, das ist nicht juist sein Gänger, der ist halt Daut, aber das ist juist sein Halfbruder, heißt nur die Kjoakj in Jerusalem, all Jahre nur dem, was die Kjoakj anfängt. Den nächsten Tag ging Paulus mit an alle tot nach Jakobus, wo all die Ältesten auch hinkamen. Ganze Predigersitzung kann sie. Und als Paulus gereist hat, verteilt er an, umständlich, was der Herr durch sein Amt manche Mennoniten, die Nicht-Juden, getan hat. Und sie verteilt ihn von seinen Dienst manche Heiden. Paulus, Vers, nach davon, heißt der Apostel zu den Heiden, heißt uns Apostel aus Mennoniten.
Vers 20. Als sie dort hielten, lobten sie den Herrn. Sei aber sehen. Das Ober hier ist gründlich wichtig. Sei aber sehen zu arm. Check einmal, Bruder. Nu, ich was es sagt. Wie viele Tausende Juden zum Glauben gekommen sind, die aber ewig für das Gesetz anstehen. Na, weißt ihr, Lied, lass mich hier einmal nachflachen, wo das wichtig ist für uns. Ich kann hier oben stehen und biblisch lehren, dass die sollen ewig sein für das Gesetz und ich habe Schriftgrund dafür. Das, was ihnen wichtig ist. Das wird immer wieder passiert mit uns Predigern. Dass wir nicht verstehen von der Schrifteinteilung. Und dann da wir alle Taubflechten, dass Jeff über dem Sondralet Evangelium von Gnuden und Worten und alles durcheinander geflochten, dass keiner mehr weiß, wer wir sind. Lass mich noch einmal lesen. Sie sehen aber an, check einmal, Bruder, wie viele Tausende Juden zum Glauben gekommen sind, die aber ewig für das Gesetz anstehen. Ich wünsche, wir würden verstehen, was hier angeht. Das ist nicht all Jahren in der Kirchengeschichte. Paulus hat nicht alle Wegen in der Welt gelehrt, dass die sind frei von dem Gesetz. Er hat die Kirchen gelehrt, dass jemand von dem Gesetz los, like, wo ein Leute war bang, sagte zu den Galater. Und also, aber er redet zu Heiden. Und hier sind manche Juden, das ist ein Unterschied. Dann sagen sie wieder in Vers 21. Da ist dort gesagt worden, dass du die Juden, morgen was er sagt. Das sagt nicht, dass du die Christen lehrst. Da ist dort gesagt worden, dass du die Juden, die Nicht-Juden wohnen, also die griechischen Juden, die verstreut in der Welt wohnen, wo Paulus immer war, hinging. Die Nicht-Juden wohnen, lehrst, von Moses aufzufallen. Und dann sagst du, dass sie ihre Kinder nicht sollen beschneiden und sich nicht mehr nur ihre Vorschriften richten. Na, das ist, was Paulus immer wieder da, Tag und Nacht, Meister. Christen lehren, dass sie sind frei von dem Gesetz. Das ist doch nicht, was Paulus lehrt? Ja, er tut. Aber zu den Heiden, nicht zu den Juden. Und ich wünsche, wir würden das verstehen. Und so hier sind die Ältesten in Jerusalem. Sie sagen, hier sind die Reden angekommen, dass du lehrst die Juden. Morgen, was er sagt, du lehrst die Juden, dass sie brauchen sich nicht mehr an das Gesetz halten. Was dann nun, sagen sie. Was wollen wir nun mit das? Dort fällt man sich unbedingt versammeln, weil die wollen dort sicher hören, dass du hergekommen bist. Und so die Lehrer in Jerusalem, das ist Angst. Dass da wird eine große Abruhr geben, wenn Paulus ist hergekommen und dort geredet jetzt darum, dass er lehrt die Juden. Die Juden, sie brauchen sich nicht mehr an Moses in Gesetz halten. Dann da nu, was wir die sagen. Vers 22. Wir haben hier 4 Männer, die ein Versprechen auf sich genommen haben. Das ist ein jüdisches Ding. Nimm die und go mit an Taub durch ihre Reinigungszeremonie. Das sage ich nicht, go mit an Taub nach der Kjoakj und dann da ihr den Taufen nach der Busse down oder was immer. Nee, Reinigungszeremonie, das ist ein jüdisches Ding, beim Tempel. Und betul die Ankosten, dass sie sich die Haare aufschneiden lassen. Na, an ihr Geliebte, kann ich Tiet von dem Alten Testament nennen, was das alle meint, aber sie leiten sich die Haare was und für einmal was Tiet, was sie zu sie gesagt haben. Aber dann am Ende mussten die Haare aufgeschnitten, sie mussten sich reinigen und die Haare, was das sagt. Dann wollen alle Menschen sein, dass es nicht Wahrheit ist, was sie von dir vertellen, die Haare, was das sagt. Aber dass du selbst so lebst, als das Gesetz verlangt. Really? Paulus hat einmal gepredigt, sollen von dem Gesetz los. Die sind nicht mehr im Gesetz. Aber er redet der Heiden. Und das ist ein Unterschied. In der jüdischen Kirche, in der heidnischen Kirche waren es Kämpfer, das Gesetz und wo wir dort ausleben. Also so wie das in dieser Übergangszeit. Sie mussten da rauskommen, aber wir sind in der Übergangszeit. So, lass mich noch einmal lesen. Wir haben hier 4 Männer, die ein Versprechen auf sich genommen haben. Nimm die und go mit an Taub durch ihre Reinigungszeremonie und betul die Ankosten.
dass sie sich die Haare schneiden lassen, dann wollen alle Menschen sein, dass es nicht Wahrheit ist, dass du die Juden von Moses weglässt, das steht dir hier, dass es nicht Wahrheit ist, was sie von dir vertellen, aber dass du selbst so lebst, als das Gesetz verlangt. Nu höre ich nur Vers 25. Über den Nichtjuden, über den Mennoniten, haben wir geschrieben, dass sie sich an nichts so was holen brücken. Aber dass sie nicht aufgejahrte Opfer, nicht Blut und nicht Fleisch von aufgewahrten Beister eten und sich nicht mit Hurerie aufgeben. Den nächsten Tag nahm Paulus den Manna und reinigt sich mit einem Taub im Tempel. Dort muss wir verstehen, diese Reinigungszeremonie. Dann ging er im Tempel an und seht an, wann ihre Reinigungsstelle würden ewig sein. Ihr hört, was es sagt. Und dass für jeder einen würde ein Opfer gebracht worden. Ein Opfer in die Kjoakj. Manche Juden, wenn wir würden ein Tier nach die Kjoakj bringen, hier mal opfern für Reinigungszeremonie, dann würden wir alle weiten, dass wir werden sehr verbiestert. Aber das ist, was die Juden tun. Das ist, was in der Kjoakj passiert. Und das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Aber dann noch Kapitel 28. Dort kommt diese Übergangszeit zum Ende. Dort wird dort gesagt. Kapitel 28, Vers 17. Dann nahm sich dort so Raum. So Paulus hat nu einen Raum aus den Gefangenen an der Hand gekommen. Und nu traf er die Juden. Nicht Christen, aber die Juden. Wenn die Juden haben die Römer übergeben, die haben verklagt. Und Paulus läuft, die wurden einen Brief geschickt. Nur die Römer, oder nur die Juden in Rom, von was von dummen Menschen ist, oder wo angärtlich und so eine Dinge. Dann nahm sich so Raum, dass Paulus in 3 Tagen die vornehmsten Juden taub raubt. Als er taub wird, sagt er, meine liebe Brüder, ich habe nichts gegen ans Volk, ja, was er sagt. Ich habe nichts gegen ans Volk oder unsere Veralten oder Sitten getan. In andere Worten, was Paulus sagt, ich habe das Gesetz geholt, das jüdische Gesetz. Als ein Christ, als ein Missionar. Und doch ward ich festgenommen von Jerusalem aus, der Römer hingegeben. Und dann Vers 24. Und als sie sich untereinander nicht einig waren, also mit den Juden können sich nicht einig werden über was Paulus hier sagt, verleiten sie, als Paulus an das Wort sagt. Der Heilige Geist hat durch die Propheten Jesaja ganz recht an unsere Führer gesagt, als er sagt, go nach das Volk und seid an, die wollen dort immer wieder hören, aber wollen dort nicht verstehen. Die wollen immer wieder checken, aber wollen dort nicht sein. Und das wird wir sein, aus Johannes kam, aus Jesus kam, aus die Jünger kam predigen, aus Stephanus predigen dort. Immer wieder hören sie, aber immer wieder knallten sie die Tau. Und das hat Jesaja prophezeit, dass so wird sein. Und dann sagt er in Vers 27, weil das Volk hat sich eine bedeutende Charge an das Hort gesammelt. Sie sind hart geworden. Das ist, was Paulus zu der Römer sagt. Dort hart sind von den Juden, sagt er, dort sind Sehen geworden zu den Heiden. Weil das Volk hat sich eine bedeutende Charge an das Hort gesammelt. Die Uhren sind schwerhörig geworden. In den Uhren haben sie toll gemerkt. Nu hör ich, was er sagt. Das können sie mit den Uhren sein, mit den Uhren hören, mit den Horten verstehen und sich abmerken, oder an andere wieder Buße tun. Und dann würde ich an heulen. Das Heulen hier hat nichts zu tun mit körperlich Heulen. Das hat zu tun mit dem jüdischen Volk Heulen. Und was gesagt hat, wenn die das hatten angenommen, dann wurde Jesus seine Rechte abgestellt. Paulus redet von der Salz in Apostelgeschichte 3, 19 und 20. All ganz von Anfang an die Kjoakj. Er sagt so, dann schlug nu en junt, en andere wieder doodboese en merkt junt ab, dat junt de zinnen für je voren, zodat vom Herrn eine frisch Belebenszeit über junt kommen kann. Was ist diese Belebenszeit? Der nächste Vers sagt uns, was das. Und dort hat junt Jesus Christus schatten kann. Really? Der wie groß hier? Das ist die groß in den Himmel gefahren. Ich meine, wir sagen auch mal groß von Albach treiben Jesus in den Himmel vor. Nu sagt Petrus, wenn die würden Buße tun, dann würde Gott und Jesus schatten. Like, von was redet er? Das ist so wichtig, da wir verstehen. Und da in Gleiweg, mein ganzes Bild becheckt, dass Jesus
wir kommen zum Sinne direkt abstellen. Aber die Juden nehmen das nicht an. Und wenn die das nicht annehmen, dann denken nur die Heiden. Aber die Zeit kommt noch einmal. Nu ist das in der Zukunft für uns, wo diese Belebungszeit wird für die Juden kommen. Und Jesus wird zurückkommen. Aber Petrus sagt hier, dass wenn die würden Buße tun, dann wird eine Belebungszeit kommen. Und dann wird Gott Jesus zurückschicken. Der ist all vorher gepredigt worden. So Jesus wird all gewasst. Er will all gestorben. Petrus redet nicht von, was Jesus kommt für jene Sinnen sterben. Das wird all passiert. Aber er sagt, Gott wird Jesus zurückschicken. Für was? Zum Sinnreich, ab das ihr Abstand. Das wird das Ziel. Aber die Juden nehmen das nicht an und dann haben wir diese Übergangszeit. Und dann gehen wir rein nach Kapitel 28, Vers 28. Da werden soll die weiten. Wo werden jeder verschmäht haben. Da werden soll die weiten, dass Gott seine Radung nur den Nicht-Juden geschickt hat, nur den Heiden, nur den Mennoniten geschickt hat. Und die wollen dort annehmen, die wollen dort noch horchen. Und so da ist keine Lehre in der Apostelgeschichte, dass die Juden von der Gesetz so weichgehen. Na, und wird gelehrt, sie mussten Luther lehren, der Hebräerbrief zum Beispiel, dass der Brief, wo das Übergangszeit zumerkt. Der Hebräerbrief hat an die jüdischen Christen geschrieben. Dann sagt er dort in Kapitel 8, Vers 13, wenn er von einem neuen Bund redet, dann meint er, der erste ist alt geworden. Und was über alles, was er sagt, und was über alles in Utgenutzt ist, verschwingt bald. Und so das verschwingt. Die Übergangszeit. Nu über dem sind wir so lange hin, ist aber ganz Mexico geworden. Mexikanische Kredenzial, mexikanische Driver License, mexikanische Fortune, mexikanische Adresse. Nu sind wir hier ganz tief. Aber wie eine Übergangszeit. Und so manche Juden kommen, so der Hebräerbrief lehrt die Juden weg von dem jüdischen System. Nur Jesus, wenn er später, er ist gerade, er ist wichtig. Lest mal Hebräerbrief mit dort im Sinn. Da ist ein Brief zu den jüdischen Christen, dass sie sollen nu mal ganz nach Jesus herkommen. Der Tempel wird vernichtet, ein paar Jahre nur das, und dann ändert dort alle. Hebräer 9, Vers 10. Das sind eben bloß Vorschriften und Büten haben über Eten und Trinken und verschiedene Sorten von sich reinigen, die bloß so lange gelten, bis die nie eine bessere Ordnung kommt. Na, die Ordnung wie all gekommen, Jesus wie all gestorben, aber du hast das Übergang für die Juden. Wohin ist das wichtig? Wohin ist das für uns wichtig? Weißt du, wohin das wichtig ist? Wohin das? Galater 1,8. Und wenn wir, er sogar ein Engel vom Himmel, jünt ein anderes Evangelium predigen, soll das dort, was wir jünt gepredigt haben, dem Lot verflucht sein. Das ist, wohin das wichtig ist. Weißt du, Lied, was ist der ernste Sinn, was in Kjoakj wordt aangebracht, dat Paulus zo'n strenge weer brengt? Wat wird das sein? Wird das eine große Hurerie? Wird das ein großes unmoralisches Leben, Aufjatterieren, Lehnen und Unabgerechtigkeit? Was wird in der Kjoakj angeschlagen? Weißt du, was wird angeschlagen? Das Evangelium zu den Juden. Beschneidung. Fasten, Eten gesetzen. Das, was zu den Juden gepredigt wird, in Jerusalem, in anderen Städten, wo Juden werden. Und Paulus, mit wo er sich benennt, in Kapitel 21, und was er alle das, wies ihm dort, dass er selbst die Juden nicht hat von Moses weggelehrt. Dort wird nu manche Heiden gebracht. Apostelgeschichte 15, Vers 1. Dann kämen gewisse Männer von Judäen, leidende Brüder. Wenn die nicht nur Moses in Ort beschnien, dort sie nicht selig waren. Dort wird in die Kjoakj angebracht. Dass wenn die nicht Moses annehmen, wenn die nicht das Gesetz annehmen, dann sie nicht selig waren. Und weet je, dat wir so bei den Juden, oder sie lebten dort daran. Und so wenn ich sage, du hast einen Unterschied zwischen dem Evangelium zu den Juden und zu den Heiden, dann meine ich, du hast einen Unterschied in wo sie und im Gesetz leben. Du hast einen Unterschied im Wandel, nicht in der Lehre von der Jesus und der Erlöser ist. Galater 4, Vers 8. Euer je Gott kennenlernen, wie je und oft jette versloofd. So Paulus redet hier nu zu den Heiden.
dann wie je oft ja verslooft, in Wirklichkeit nicht ja werden. Nur aber, dass die Gott haben kennengelernt, oder besser gesagt, dass heute gefunden haben. Woran will je nu teruggehen und jent an dort versklaven lassen, wovon die durch Christus frei geworden sind? Die holen jent an der besondere Faste von Niemand, Jahrestiden, das wären jüdische Dinge. Und so Paulus sagt zu den Herren, wo werden Leute jent nu bringen von dem Evangelium zu den Juden? Das ist gründlich sehr wichtig für uns. Wir sind Herren, wir sind nicht Juden. Und so will ich ein Bild wiesen. Wenn je dat over nadenken. De eerste stein in onze theologie met Jesus Christus. Zijn dood, zijn begrafenis, zijn auferstehung. En dan ga ik Epheser 2 vers 8 ben. Wo er sagt, dass wir sind durch Glauben gerat, durch Gott seine Gnade, das ist nicht durch unsere Worte, das ist ein Geschenk von Gott. Und so wenn wir nu predigen und wir lehren und wir studieren die Bibel, dann ist es gründlich sehr wichtig, dass wir den Grund nicht vernichten. Das, was in der galatischen Kirche passiert. Die Juden kamen mit ihrer Lehre an, und dort wir ihre Lehre, damit wir verstehen, sie brauchten doch nicht Sinn, was wir wollen sein, grobe Sinn an. Sie brauchten das jüdische Evangelium, sie brauchten das Gesetz, und sie sagen, wenn die das nicht annehmen, kann ich nicht selig werden. Weißt ihr, was sie deuten? Jesus antuschen, Arabi Jesus die Beschneidung bei, Moses in Gesetz bei. Die wären für die Juden von Reden. Sie wären ivrig für das Gesetz. Wenn ich dort lehre, dass die sollen ivrig sind für Moses in Gesetz, dann bringe ich einen Fluch ab aus Kjoakj. Und weißt ihr, das Wort immer war getan im Christentum. Immer biblisch, aber uns ähnelt Gesetz. Wir stahlen uns alle Hand taub. Vernichten von Jesus. Die Erlösung ist ein Geschenk von Gott durch den Glauben an Jesus Christus. Wenn wir dort vernichten, dann sind wir gründlich in Trouble. Und so will ich lernen, in der kommenden Sinne, wo wir ein bisschen darüber checken, was Paulus in der Theologie wir wegen Sinnen, wegen Gnaden, wegen Erlösung und all die Dinge. Aber uns Trouble ist, dass wir Judentum und Heidentum die Lehre vermischen. Und den haben wir gleich mal klar, wer wir sind. Und das ist, wo wir so viele Menschen nicht wissen, wer sie in Christus sind. Und keine Sicherheit haben in der Erlösung. Und immer war ich wundern, was Gott mir hat annehmen, wenn ich dort wohin komme. All die Dinge haben mit das zu tun. Und so ist das wichtig. Und so, ich will lernen, ich will nicht vor Gott stehen und durchmachen sein, dass ich bei Jesus alle Hand beiflochten für Erlösung. Wenn ich das tue, dann lehre ich den Fluch. Und so, wenn wir die Bibel lernen, wir lesen, wir unterrichten, was immer wir nachbauen auf den Grund von Jesus, aus dem Alten Testament kommt, von den Evangeliums, von Petrus, aber das muss mit dem Grund stimmen, dass wir sind durch Gnade, Rat, das ist ein Geschenk von Gott. Du musst das nachpassen. Wenn wir den Grund verändern und dort wird zwei mehr, dann sind wir gründlich in Trouble. Sind wir schon vorher, wo wir uns beschützen? Für eine ehrliche Predigen. Wo wir uns beschützen, dass wir nicht wollen, dass das Gesetz, was die Juden halten, dass wir das nicht wollen, Versehen im Heidentum nicht zu drehen. Aber dass wir wollen lernen, wer wir in Christus sind. Wir sind gerat durch Jesus im Blut, durch den Glauben an Jesus Christus. Und nicht durch Moses in Gesetz holen, oder durch Mennoniten in Gesetz holen, oder mit uns ähnelt. Aber dass wir an Jesus leben und heu allein ist uns erlösen, dass wir den Grund nicht wollen vernichten. Und das ist ein ernstes Ding für dich. Dankeschön, dass du uns verschalten. Amen. Durch Jesus zijn we vrijgemaakt. We hebben alle taub zingen van de vrijheid wat hij ons gegeven heeft door de gnade. De leid wat we willen zingen is voor mij gemaakt en dat redt zo fan van dat.
weet wie ek sien, wenn ek weet wer du bist. Dort kriegt von der Erdung, wir bloß der Umfang. Ek sieht der Welt, Frieden lebt. Ek kan het Zukunft in dort wird te leven. Ik wil niet gemerkt en verdommnis te leven. Ik wil bien om je red. At je Judentum niet leven. Ik wil voor mij aan je met. Dan bloos overheid. En mine schon blieb man niet waar van groen. Mijn tjengt hem tak bij tak je hier die. Ik wil voor mij aan je met. Ik weet wer ik zie, ben ik weet wer du bist. Du kriegst von der Erdung, wie bloß der Umfang. Ik zie de Welt, Frieden für jeden. Ik kan het zoeken en dort weer te leven. Ik wil niet gemerkt en verdommnis te leven. Ik wil bien om je rug. Op je Judentum niet leven. Ik wil voor mij een man. Dan boos over ek en mine schon blieb man ik hou van je. Mijn tjengt hem tak bij tak je hier die. Ik wil voor mij een man. Halleluja, du loofst me bien om, nu zing ik din prijs. Halleluja, wir sind das beruft, in der König trägt. Halleluja, du darfst mir bien um, wir singen din Preis. Halleluja, wir sind das beruft, in der König trägt. Ich gemerkt en verdommnis te leven, ik weer bien om je red. Wat je Judentum niet leven, ik weer voor mij aan je met. De bloos over ek, en mine schon blieb man ik hou van doen. Mijn tjengt hem tak bij tak je hier die. Ik wil voor mij aan je met. Ik wil niet gemerkt en verdommnis te leven. Ik wil bien om je red. Op de Judentum niet leven. Ik wil voor mij aan je met. Dan boos over ek
Hey, de gebedsteam wordt hier in Zofern zijn. Wanneer die dat on gebed fehlen dat. Zij worden hier zijn om voor die beden. Ik wil aber fragen, hast du al Jesus angenommen? Wanneer hier wer ist, wird nicht auf Jesus angenommen. Weißt du, wo du am Kurs annehmen? Wenn du das, nimm mal an. Wenn du nicht das, kommt noch fair in das Gebetsteam, kann die helfen mit dort. Weil wir Jesus annehmen. Ich bete bloß Gott sein Segen und Bewahrung über diese Weg verjüngt, dass wir uns hier nächste Weg wahrer sein. Wie nicht mehr den Verdammnis zu leben, nach wir bin umgerückt. Habt ihr oben zum mir leben, ich bin für neuer Jugend. Dann bloß over ich,